Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus von der Jesazjäwa. Wir wollen von der Jesazjäwa wiedergehen in den Jakobusbrief. Von der werden wir das 4. Kapitel von Vers 11 bis 1 von das Kapitel gehen. Und wenn ihr das gemerkt haben in den vergangenen Kapiteln, wo Jakobus von vertalen deed, viel von dort, was reden deed, redet er von uns reden, wo wir vertalen sollen, wo wir sollen abhosten mit uns reden und so weiter, wo gefährlich das ist, wo wir vertalen tun. So, ich glaube, Jakobus war doch wohl wirklich abfallend gewesen, wo Menschen vertalen tun. Er war ein Lehrer in der Gemeinde in Jerusalem, und so er dachte, dass wir nötig davon zu reden und Menschen zu warnen, wo die zu reden haben, wo gefährlich das ist. In das 1. Kapitel 19 sagt er, meine liebe Brüder, so wir immer weiter merken, dass er redet zu ihr Schwester, zu ihr Leibende. Und dort redet er von, wir sollen schwind sein zu horchen und dann nicht so hastig vertalen. Schwind sein zu horchen, und dann sagt er, leicht, euer je reden, und ihr statt Gott überleihen, euer wie Dinge vertalen und ihnen verzeihen, so haben wir dort wichtig. Und dann der nächste Andacht, da reden wir von in Jakobus Kapitel 3, da redet von der Zunge, wo gefährlich, dass wir mit der kleinen Zunge, was wir haben in uns Körper, der kleine Part von uns Körper über, sei gefährlich. Wo viel Schäden der Zunge kann anrichten mit was der vertalen, was der über die Lappen kommen. So, er redet verschiedene Dinge von, wo nötig das ist, dass wir abhosten sollen, wo wir reden werden. Und von der redet er weiter davon, sagt er weiter, wo wir sollen vorsichtig sein, wo wir reden sollen. Von dort redet er von, wo wir sollen abhosten, wo wir vertalen zu den Nächsten, wo wir untereinander vertalen, dass wir nicht vertalen mitten dort, dass wir unseren Bruder würden rechten. Dass der auf der Vers sagt, hey, redet ihr untereinander nicht schlechtet nur. So ich habe was sein, er sagt, dass wir sollen untereinander, wenn wir taub kommen, wir sollen uns untereinander nicht schlechtet nur reden. Sagt auch wieder, meine Brüder, das war der Brüder, und ich würde hier wollen, de bieden ook zasteren. Ik geloof, wenn wir untereinander taub kommen, dann wir kommen mit zasteren und Brüder taub. So, das wird, kriegst du gut die Zasteren auch treffen. So, ich würde sagen, Zasteren, Brüder und Zasteren. Sagt er, wer schlecht von seinen Brüdern redet, in am Rechten dat. So, er sagt hier mitten, wo wir vertalen können, haben wir unsere nächsten Rechten. Er sagt, der redet je in dort Gesetz, in Recht dort Gesetz. Dann sagt er, wenn du dort Gesetz rechten das, dann bist du nicht einer, der das Gesetz hält. Also er sagt hier, sondern dort ist ein Gesetzbrecher. Da ist nicht einer, der das Gesetz hält. Aber ein Rechter über das Gesetz, sondern dort ist sogar das Gesetz rechten, was Gott gegeben hat. Und dann Luther, wo wir hier in Wort vertalen, das sagt, wer wie leben, dass wir wollen das Gesetz rechten, was Gott angeführt hat. Wer lebt wie? Wer wir sind, dass wir wollen den Nächsten rechten oder unsere Nächsten, den Personen, dass nicht uns Platz den Nächsten zu rechten. Oder sogar das Gesetz rechten, was Gott angeführt hat. Das ist nicht uns Platz den Nächsten zu rechten. Wir sind nicht Gott. Gott hat dazu gemerkt, dass er wird rechten, er wird den Menschen rechten, nicht wir. Wir sind nicht daran gestellt, dass wir unsere Nächsten sollen rechten. Das ist Gott seine Arbeit. Wenn wir wem rechten wollen, wir wollten einmal nicht ganz klar, wo das mit der Person stehen wird. Wir sind einmal wirklich wem zu rechten und hastig wem zu rechten, wie sie reich wollten tun, was der Umstände ganz sind. Wir sind uns nicht ganz sicher daran. So deswegen glaube ich, ist es so gefährlich, dass wir nicht rechten sollen, weil wir wollten nicht einmal ganz klar, wo das mit alles stehen wird. Und Gott weiß klar. Gott weiß alles und auch allen seine Umstände Deswegen ist das sein Platz, Menschen zu rechten. Wir als Menschen, wir rechten allgemein tun, was wir sein tun, was wir können sein oder was wir weiten tun, mit uns Verständnissen, mit unseren Augen. Wir können euch ganz nachdenken. Und wir sollen aber nicht tun und rechten, was wir sein tun. Jesus selbst sagt auch, in Johannes 7, Vers 24, sagt er, es steht, recht nicht nur Augenschein, aber lasst ein Urteil in Gerechtigkeit sein. So, wir sollen nicht tun und rechten, was wir sein können, und nicht, ans Urteil soll nicht eingereicht sein, es soll gerecht sein. Deswegen ist es so nötig, dass heute rechten, nicht wie. Gott ist der, der das Gesetz gegeben hat,
und auch er ist der, was gemerkt hat, dass er rechten. Er ist der Rechta, nicht wie. Und der 12. Vers sagt, dass Gott allein ist Jesazjäwa in Rechta. Bloß er ist der, was Gesetz gemerkt haben, gegeben haben, und er ist auch der Rechta. Bloß er kann seilig merken und verdammen. Und dann sagt er, aber wer bist du, dass du deinen Bruder rechten lässt? Hier hat eine Frau, sagt er, wer bist du, dass du deinen Bruder rechten lässt? Ich glaube, das soll wie immer vorsichtig sein, dass wir nicht wollen, Tischwind sein, den Nächsten zu rechten. Wer glaube ich, wer wir sind, dass wir das wollen tun. Und ich glaube, worum ist es, dass das so nötig ist, dass wir nicht rechten tun. Oftmals ist es, wegen wir gleich und dasselbe schuldig sind, als was derjenige ist, den wir rechten tun. Vielleicht ist das die Ursache, worum das so wichtig ist, nicht zu rechten willst. Wir sind vielleicht schuldig und gleich und dasselbe Sache. In Römer, das 2. Kapitel, redet Paulus auch von dem. Er sagt, Römer 2, Vers 1, er sagt, jeder, die andere rechten, haben keine Entschuldigung. Die verdammen uns selbst, weil sie gleich dort tun, was die Rechten tun. So hier sagt Paulus, so gleich dort, er sagt, die sind gleich dort und das soll je schuldig an. Die tun gleich dort, was die den Nächsten mit Rechten tun, das sei je schuldig an. Vers 2 sagt, in wie weiten, dass Gott sein Gerecht mit Recht über dich kommt, der so was tun. Gott wird der Rechten. Wenn wir so was tun, er wird uns rechten. Aber dort, was wir den Nächsten rechten tun, wenn wir das selbe tun, wenn wir schuldig sind und das selbe. Dann sagt der Vers 3, rechnest du damit, o Mensch, dass du Gott sein Gerecht aus dem Weg kommen wirst, wenn du das selbe tust, was die tun, die du rechts? So hier auf eine Frau und sagt, was glaube ich, wo wir euch gerecht worden, wenn wir das selbe tun, als derjenige, was wir vielleicht Fingerschnur wiesen, dann oftmals haben wir hastig redet, wir wiesen Fingerschnur Jan oder eins fort. Dann sagt er, was glaube ich, wo wir nicht gerecht worden, wenn wir das selbe tun? Wir wollen nicht weichkommen mit dort. Einmal, wenn wir uns dann vielleicht selbst bekicken, dann sagen wir vielleicht sogar euer als der Nächste. Hay vielleicht mal das hier sein, was zu sagen, wenn du mit dem Finger wiesen, das 3 Finger wiesen, trainieren die. Vielleicht bist du gleich 3-mal so schuldig und dort, als was du den Nächsten beschuldigen das. So, deswegen ist es so wichtig, das ist so nötig, dass wir abpassen tun, wo wir rechten tun oder wem wir rechten tun. Sind wir vielleicht auch schuldig tun an dasselbe. Und damit, wo wir gleich dasselbe teuer rechnen wollen, was wir den Nächsten rechten tun. Und Jesus sagt auch wieder in Matthäus, das 7. Kapitel, ich wollte was Versen lesen, er sagt, dort nicht rechten, dort die nicht auch gerecht wollen. So, das ist noch eine Ursache, woran wir nicht sollen rechten, willst, dort wir nicht auch gerecht wollen. Du soll wir nicht rechten. Willst du nur als die anderen rechten, wo je auch gerecht wollen. Und du nur als je taumeten, was je teuer meten wollen. Mit dasselbe, was wir den anderen beschuldigen wollen, was wir den rechten tun, wo wir auch gerecht wollen. Wir wollen mit dasselbe teuer meten wollen. Und das ist auch sein, der einzige Mal haben wir vielleicht die Schuld an eins fort und leben der Nächste, als der, was die Schuld an hat. Vers 3 sagt, warum tickst du noch einen Spaun in dem Bruder sein Auge und magst nicht den Bolchen in den einen Auge? Wir können für kleine Dinge sein an der nächsten Person. Kleine Dinge sein, wo der Schuld an hat. Und denken du nicht an, dass wir haben einen großen Bolchen in uns Auge. Das wird Jesus sagen, das. Dann sagt er, oder wo kannst du dem Bruder sagen, lob mir den Specker uit den Auge tragen und du selbst hast ein Bolchen im Auge. So jeder hat das ganz klar verglichen, was der Unterschied ist. Vielleicht habe ich einen großen Bolchen im Auge und dann habe ich recht sein, was der Nächste wirklich wo der Schuld an hat, wo der stehen hat. So er sagt, was kann ich das sein dann? Was kann ich klar sein, was den Nächsten fehlen hat, wenn der Bolchen du am Stich hast in uns Leben? Habe ich vielleicht mal die Geschichte hier von dieser eine Frau, die hat durch ihr Fernseher gekeken und hat gemerkt, dass er Oberste, dass das Wasch abhängt ab Berlin. Und denkst du für uns, weißt du, warum so eine schweinische Wasch ab Berlin abhängt? Einmal war da kann es sein, dass der Wasch ganz reinmerken.
der lässt ganz grießen, und so hängt er Appelin ab. Und aber einmal was er an, und somebody wisst er, dass warum Fenster so schwierig sind. Dann was er an, dass wir in Fenster, was so schwierig werden. Sie kriegt durch die riesen Fenster, nur der Nubers, Linen, sagt, die riesen Worstor. Dann hat es gemerkt, dass der Wurst, der wird wirklich ganz rein, dass wir ein Fenster, was so schwierig wird. Und ich glaube, vielleicht du das jetzt mal mit uns, von wie die nächsten Rechten tun, vielleicht erst der eins vor dem Stich, dass wir wirklich recht klar durch an der eine Uhr sein können, willst, dass es ein großen Ballchen im Stich. Damit wir erst selbst kicken, wo wir stehen tun. Wenn wir in der Bibel lesen, die Versen von den Pharisäern, dass wir noch sagen, dass die andere sehr leicht beschuldigen, weil mit der Stunde und die Schuld uittekenen und wenn sie selbst auch schuldig werden an eins Wort. Dass wir oftmals, dass Jesus die brauchen als ein Beispiel, dass die anderen Menschen die rechten und beschuldigen an eins Wort. Und Jesus redet hier ist noch ein Beispiel, was er redet in Lukas Kapitel 18. Und sagt er, und today, die sich nur ihre Meinung sicher werden, dass sie ja reich werden, und ab andere raufkicken, verteilt er das Gleichnis. Er sagt, zwei Menschen, ein Pharisäer und ein Taxkläger, gingen im Tempel näher zu beten. Der Pharisäer stand ab und bet für sich selbst zu steht. So, der Pharisäer steht erst ab und sagt, und er bet zu steht, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sehe als andere Menschen. Räber, Eierreichte, Eierbrecher oder sogar des Taxkläger. Erst dann tegen die verschiedenen andere Menschen aus, was der Räber sind und Eierreich sind und so eine Eierbrecher und so weiter. Und dann wisst er vielleicht sogar, ich kann Messer sein, wisst er vielleicht mit dem Finger, in so aus des Taxkläger, mit dem, was heute im Tempel gegangen wird, was der Bett wollen beten, wisst er, in so aus des Taxkläger. Ich danke Gott, dass er nicht so schlecht ist, als all diese Menschen. Und dann sagt er, das hat sich selbst gereicht vor den hier, sagt er, ich faste zweimal den Weg und gebe von all meinen Annahmen den Tienden auf. So hier pocht er sogar mit sich selbst, was er alles für Gott tun hat. Und dann wollen wir mal checken, was das Taxkläger tut. Sagt er, der Taxkläger stund wieder auf und will nicht mal im Himmel checken. Schlug sich auf die Brust und sagt, Gott, hab Mitleid mit mir, Sünder. Das Taxkläger, er stund da, wo er mit am Stunde, er sagt, er wird ein Sünder, er hat sich so demütig und checkt nicht mal so reich im Himmel, er wusste das nicht, er lebt nicht mal, dass er reich genug wird im Himmel zu checken. Er sagt, hab Mitleid mit mir, Sünder. Er stund da, er wird ein Sünder. So ein Unterschied wieder hier zwischen diesen Taxkläger und diesen Pharisäer. Und dann sagt er, Vers 14, und ich sage jünd, dass das Mann, nicht Jana, das Taxkläger vor Gott gerecht vor dich in Haus ging, weil wer sich selbst erhebt, wird drauf gesagt worden. Aber wer sich selbst raufsticht, wird erhoben worden. So ein Mensch, was sich demütig und sagt, er empfiehlt an Gott seine Erbarmung und seine Gnade für ihr Leben. Gott, der kriegt er verreicht an. Nicht sondern, was sich selbst erheben und sein, mit erst so viel mehr als mit den nächsten Menschen. Wir sind alle Sünder, wir sind alle kalt gefallen und dort, was wir sollen sein. Und bloß das Tauschstun und sagen, dass wir sind Sünder. Und ich dachte, dass ich das überlesen, dass ich dachte, und die zwei Menschen, die mit Jesus gekreuzigt wurden, der eine, der stund da, er sagt, wir sind hier am Kreuz, wir haben uns das verdient. Deshalb haben wir nichts getan. Und dann fragt er Jesus und sagt, als er am Wort angedacht sein, und er wird in seinen Königreich ankommen. Und dann sagt Jesus, von der wirst du mit mir im Paradies sein. So er nahm dort an, was er da tut. Er erkannt, dass er wieder ein Sünder. Er hat es dort verdient. Und er früh, als er am Wort angedacht sein, und er wird in seinen Königreich kommen. Und kriegst du wieder hier mit diesem Taxkläger. Großer Unterschied zwischen denen und der Pharisäer. Deswegen ist es so nötig, dass wir nicht rechten tun. Nicht ans Hecher heben aus den Nächsten. Und ich glaube, das ist, was Jakobus hier meint. Oder noch ein Beispiel, wo der Schriftgelehrte und Pharisäer eine frühe Jesus bringen wollten. Wo sie da auch verklären wollten, was das von der schlechten Frühe, was sie getan haben, das wären auch war der Schriftgelehrte und Pharisäer, was Jesus oftmals braucht, und das ein Beispiel, wenn er will wem uitteknen. Das wären diese, was diese frühe Jesus bringen wollten. In Johannes 8, Vers 2 sagt er, in Tidig Samarias kam er, war er im Tempel nähen, und all das Volk kam nur an. Und er sah sich dohl und fing an zu lehren.
wenn wir hier meinen, dann sagt er, all das falsch im Namen. Hier werden eine große Schar Menschen, die hier kommen, die dann horchen am Tau, was er hier lehren deit. Dann sagt er, dann brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine frühe Arm, die sie beim Ehebruch getroffen hatten. Und als sie durch eine Mäd handgestellt hatten, wenn die das hier meinen, dann hier werden eine große Schar Menschen, die werden, und das sagt, diese Pharisäer kommen auch dahin, aber sie kommen nicht dahin, dass die anderen Menschen leiden. Die anderen Menschen kommen dahin, zu horchen, was er zu sagen hat, was er zu lehren hat. Aber diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die kommen wenigstens eine andere Ursache dahin. Sie brauchten nur eine früh haben, was sie was die gesündigt hat, und was er wird fehlen, zu steinigen. Das ist die Ursache, worum diese dahin kommen. Und dann sagt er, sie stellen die Krieg in der Mäd, manche die Gruppe Menschen da, wo Jesus lehren und wo viele Menschen mit dem Topf kommen, sagt er, als sie da in der Mäd handgestellt haben, sehen sie zu ihm, das ist also zu Jesus. Lehrer, diese früh war beim Ehebruch gegräben. Und sagt er, Moses hat uns das Gebot gegeben, so eine früh zu steinigen. Was sagst du dazu? Er sagt, Moses hat gesagt, er hat uns das Gebot gegeben, so eine früh sollte man gesteinigt. Was sagst du zu das? Sie sehen, sie haben auch getroffen bei das. Und sagt er, das ist, was Moses sagt. Moses sagt, so eine viel zu steinigen, so eine muss ich steinigen. Ich glaube, sie haben vielleicht 5. Mose 22, Vers 22 gebraucht, was davon reden. Dann sagt er, wenn die fingen dort ein Mann mit einem anderen Mann seine Früh legt, dann sollen beide der Mann in der Früh durchgemerkt. So soll die so ein Beisatz von manchen Volk utroden. Ich wundere, dass er das Schriftstelle just gebraucht hat. Aber das sagt in Vers 24, dann sollen die alle beide nur dort Staatsput gebracht worden und dort gesteinigt, dass sie sterben. Also alle beide sollen da gebracht werden und sollen gesteinigt werden für Struf, für was sie getan haben. Damit sollen sie dort reinigen. Manch ernt. Und hier brauchen sie bloß, dass sie Friede haben. Aber in der Wirklichkeit, sie haben eine ganz andere Einstellung, als wirklich proben, dort abzunehmen, dort Eierreichte, was da angehen geht, dort abzunehmen. Check mal, was ihre Ursache wirklich wird. Das sagt, das sehen sie am zu versägen. Dass sie eine Ursache haben, am zu verfolgen, zu verklauen. Aber Jesus backt sich bloß durch und schreibt mit seinen Fingern auf die Erde. Er redet sich hier mit das. Wenn wir hier das hier lesen, dann habe ich kurz abgedeckt und sehen, oh, aber ja, das war hier, was man da oder eins hat. Er wird hier ganz anders sagen über das Sachen, sagt er, aber Jesus backt sich bloß durch und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Jesus gibt eigentlich mal so kurz eine Antwort darauf, was sie Frauen leiden. Sie stellen ihm eine Antwort und hat er eigentlich mal kurz Antworten. Ich glaube, er weiß gleich, was er erhört wird, was sie in der Wirklichkeit, was sie wollen. Sie wollen hier diese frühe Rechten, in Arm auf eine Probe stellen und so weiter. Dann sagt er, er backt sich bis Kram und er schreibt auf ihr mit seinen Fingern. Dann sagt er, als sie anhielten am der Frauen. So, ich glaube, sie Frauen nicht bloß einmal, nicht mal. Er sagt ja, als sie anhielten am der Frauen, reicht er sich ab und sagt an, dem, wer von jün ohne Sinn ist, lot den den ersten Stein ab Arsch schmieden. Und dann backt er sich wahrer durch und schreibt auf ihr. So er hat hier eine interessante Antwort verernt. Der, was hier unschuld ist, was keine Schuld hat, der soll den ersten Stein schmieden. So er hat eine Freiheit, dann kann er den Stein gehen. Wenn die unschuld sind, wenn die ganz arschelig sind, dann nimmt den Stein und dann fängt er an zu klettern. Das Moses in Gesetz lüden deit. Und er backt sich dann bis vor Dol und schreibt auf die Erde. Und sagt er, und als sei dort Hirden, so sei Hirden, dort, was Jesus hier sagt hat, als sei dort Hirden, fangen sie beim Ältesten an und gingen einer nach dem anderen weg. Und leiten Jesus da allein mit der Früh, der danach einmal stund. So hier kann das sein, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten auch ein Ballchen in ihre Augen, in ihre eine Augen, sie hatten Schuld. Sie waren nicht würdig, diese Früh zu strafen, als sie Jesus gerechnet hatten. Dann stand Jesus ab und sagte zu ihr, Früh, wo sind die Verklärer? Habt die Kinder verdammt? Und sie sagt, Herr, nicht einer.
Und Jesus sagt, ich verdamme die auch nicht. Go in Sinn je nicht mehr. Weil wir das hier nicht so nehmen, dass Jesus glaubt, dass dieser Sinn, dass wir ganz einfach hat, dass wir nicht nötig, dass da viel was mit zu tun. Das ist nicht, was Jesus hier sagen hat. Aber Jesus wissen, mit was von der Anstellung sehr angekommen werden. Er sagt, go Sinn je nicht mehr. Ich glaube, Jesus hat hier vielleicht so gesagt, dass er wird für den Sinn betrogen und kriegt. So, das ist der Pharisäer, die wären selbst alle schuldig, die wir nicht einer geblieben, was er würdig wird, er zu bestrafen. Weil der Schrift sagt, wenn der wer unschuld wird, dann können die dort tun, was sie sehen, was er fehlt zu tun. Die Bibel sagt also ganz klar, wenn du bei der Sinn getroffen hast, da soll mit gehandelt werden. Das ist ganz reich. Wenn wir eins wem fängen und wir sehen, dass ein Mensch ist in Sünden, der lebt in Sünden, da soll mit gehandelt werden. Ganz abrechtig, nur die Schrift nur. Paulus, der schreibt auch von, er sagt in Galater 6, Vers 1, redet er von das. Er sagt, Brüder, so hier hat er auch die Gläubigen, er sagt, Brüder, wenn jemand wem du betrafen, dass er sich versündigt, dann soll die jässlich sind, den freundlich und leibtulich treu halten. Ich habe den Unterschied sehen hier, wo Paulus hier von reden, dass so Menschen dort soll gehalten werden, das soll freundlich und leibtulich treu gehalten werden. Und dann sagt er, pass auf für die selbst, dass du nicht auch versagt wirst. Aber der große Unterschied zwischen den Pharisäern und den Schriftgelehrten, was sie sehen, was da viel zu tun, als was Paulus hier lernt hat. Das soll was getan werden, wenn Menschen in Sünden leben, das ist nicht, dass einer das soll tachlo und das gleichgültig nehmen und sie denken, das schuld nicht. Das ist nicht, was das hier von reden hat. Aber das soll reich mit umgegangen werden. Und das soll reich gehalten werden. Aber oftmals ist das, dass wir uns selbst untersuchen und jede Person muss sich selbst untersuchen sehen, wo das mit am Stehen ist. Wo ist er? Hat er das Recht, den Nächsten Finger zu wiesen, den zu rechten, für was er auch getan hat, wenn er selbst im Schuld leben und in der Sinn leben. Paulus redet von, wo ein Mensch sich selbst untersuchen, wenn der zum Beispiel, wenn der teilnimmt an das Abendmahl, er redet von, wenn der eingereicht das Abendmahl nehmen, das soll da auch verabhossen. Einmal dann, als die Menschen leicht in anderen Finger zu wiesen sein, dieser oder jener ist nicht würdig, das Abendmahl teil unternehmen willst. Der lebt nicht reich, der lebt in Sünden zum Beispiel. Und da sagt er, jeder einer sich selbst untersuchen. Und ich glaube, vielleicht würde man irgendwas von anderen auch treffen. Wenn jeder einer sich selbst untersuchen, dann würde er oftmals vielleicht nicht so viel Fehler finden an anderen Menschen, was wir oftmals rechten tun. So, Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 28, deswegen lässt jeder Mensch sich selbst untersuchen und dann von das Brot essen und von das Kaffee trinken. So, das ist, und wir wollen das kann irgendwo anders auch mit enthalten. Wo immer das ist, wo wir Nächsten beschuldigen, dann, wenn wir uns selbst untersuchen, dann vielleicht würden wir Fehler finden genug, dass wir nicht easier können, den Nächsten zu beschuldigen. So, das ist so wie ich von reden will, von Rechten, was Jakobus hier reden will, von Rechten, den nächsten Rechten, dass wir nicht selber mit uns reden, mit uns verteilen, den nächsten beschuldigen in den Rechten. Und dann jetzt hier so jetzt Jakobus eher ein bisschen einen anderen Punkt nennen, hat er eine andere Lehre hier, was er hier will uns hier wiesen. Hier wieder redet er von, wo wir sollen nicht leben, dass wir Kontrolle haben über uns Leben, wo wir Plans merken, dann oftmals und so wieder. Wenn wir in Jakobus 4, Vers 13 gehen, dann sagt man, horch mal her, sagt er, wir sollen aufmerksam sein. Die da sein, von der oder morgen, weil wir in die oder die Stadt gehen, ein Jahr bleiben, Handel driven, in Gewinn. So hier in dieser Vers, ich merke, dass hier sind 4 verschiedene Dinge, was so eine Person ist, das, was er hier sein, was er planet. Und bei jeder einer von den Punkten, dass er sich bloß sei selbst, was wir wollen, planen. Nicht Gott als sie gleich mit angenommen in dieser Part, was der Mensch hier plant, zu tun. Verschiedene Dinge sind hier abgeregt, was der Mensch plant.
Und dann sagt er, horcht mal her, der da sein, der wird uns das sein, dann sagt er, jeder einer wird uns das sein, der wird so ein Plan hat, von der oder morgen. Wie dann vielleicht oftmals sagt, wie, ich glaube nicht, dass der eins was immer artig ist, wenn wir Plans mehr und dann für die Zukunft, aber wo wir Plans mehr und dann, ich glaube, das ist wichtig, dass wir Gott damit anhalten und sagen, Gott, wo wir die wollen haben, soll ich meine Zukunft planen. Eine roten Weisheit fragen für dort. Aber hier in dieser Phase, du hast nichts von so, was der Herr hier redet. Das erste redet von der oder morgen, so der Tiet hat sich gesagt, von der oder morgen will ich das tun. Und Nummer 2 redet von, wo der Hand geplant hat zu gehen. In dieser Stadt oder in der Stadt. Das ist der Plan, das ist, wo sie hingehen wollen. Und was sie da wollen tun. Und wie lange sie da bleiben wollen. Sagt er, ein Jahr da bleiben. Und da Handel driven und gewinnen. So dass ich sage, so eine Dinge als das für dich allein, ich glaube, das ist wirklich, dass du was mit anderen ist. Aber was wichtig ist, dass wir Gott damit anhalten tun. Hier redet Jakobus von so einem Menschen, was das selbst vernehmen tun. Sich selbst in ihre eine Macht, in ihre eine Kraft glauben, sie können das planen. Und ich glaube, von der Tag, als es noch kriegst so mit Menschen planen verschiedene Dinge, was sie geredet haben zu tun in der Zukunft. Wo sie das wollen tun und wo sie wollen hinfahren, wie lange sie da bleiben wollen und was sie da kriegen wollen tun und all so Dinge als dort und die dann sich für sich selbst planen und dann wird einer einzig mal einer kann hören, das fällt ganz anders aus als dort, wo sie geplant haben. Wie das dort als nicht in Gott sehen wollen gewesen. Vers 14 sagt er, je weiten erhobt nicht, was morgen sein wird. Sagt Jakobus hier, je weiten erhobt nicht, was morgen sein wird. Warum sagen wir morgen, weil ich das oder das tun? Er sagt, je weiten erhobt nicht, was morgen sein wird. Was ist dein Leben? Das ist so, als wenn ein Nebel abkommt und bald war verschwindet. Ist das nicht gleich so mit uns Leben auch? Wenn wir das vergleichen mit der Ewigkeit, das Leben, wo wir leben und wo wir von der sind, von der lebe hier, aber wer weiß, dass morgen sind wir vielleicht nicht mehr hier. Wo weit wir doch, was morgen sein wird? Er sagt, das ist ein Leben. Würden vielleicht kein zu sein, wenn wir noch mal rübergehen, da und das bieten Kala und dann da wir Odem holen und erst dann mit so einem Tanzen, dann verschwingt das Fuß. Dann wird so, das ist das Leben durch. Wenn wir das vergleichen mit der Ewigkeit. Und dann planen wir verschiedene Dinge. Da wird noch ein Beispiel, was ich brauchen will, was da in der Bibel ist, auch was ich sage, was da ein gutes Beispiel wird für nicht planen für die Zukunft. Jesus vertelt hier ein Gleichnis von einem reichen Mann. Er sagt, in Lukas, das 12. Kapitel, Vers 16, sagt er, und er vertelt ein Gleichnis und sagt, da wird ein reicher Mann, der von seinem Land eine große Ernte gekriegt hat. Er dachte bei sich selbst, guck mal hier, hörst mal das wieder, er sagt, er dachte bei sich selbst. Hier hat er wel zijn einen Plan. Er dacht bij zichzelf wat hij doen soll. Weil hij had niet genoeg Speicherraum, die Ernte an zu bringen. Und sei er Mann. Dann sagt er, dann sagt er, dit is wat ik doen wil. Nicht nur will oder sein, was Gott will, was er denken oder eins wat. Er sagt bloß, dit is wat ik doen wil. Ich will meine Speicher durchbrechen und geraten werden. Und dann da bin, wo ich all meine Getreide und meine Sachen holen. So all sind, was die einen da, das vorher würde er anbringen, dann hat er gemerkt. Dann würde er Ruhm haben für das, was am Fehlen da. Und dann sagt er, Seil, und dann würde er sagen, und dann wo ich zu meiner Seil sagen, Seil, du hast für viele Jahre ein großes Pferd abgespeichert. Nu sie ruhig und trink und sie mutig. Vielleicht noch wie sagen, du kannst retire. Du bist bereit für die Zukunft. Hast so viel Fähigkeit versorgt für alles, was dir fehlen hat, für die Zukunft. Du hast für Jahre Zeit, die Duld zu sein und Sonnensorge zu sein. Sie ruhig und trink und sie mutig. Und check mal, was Gott hier zu sagen hat. Vers 20. Gott überseht zu ihm, du nur, you fool. Dessenach wird deine Seil von dir gefordert worden. Wow. All das hat er geplant. Er hat hier für eine lange Zukunft geplant. Er würde nicht von da wieder Sondersorge haben.
Und wer weiß das, was du uns die Kubus sein hat, wo weißt du, was morgen wird sein? Gott sagt dir am, das danach, was die soll von dir gefordert worden. Und wer wird dann alle kriegen? Dann traine Jakobus, Vers 15, sagt er, durchwegen, kriegt ihr das, wenn so eine Sache, das sagt Jerus auch, durchwegen soll wir sagen, wann Gott dort will. Wann Gott dort will, dann wo wir leben und das und dort tun. So wenn Gott mit anders, mit dort, was wir planen tun, dann wo wir leben und dort tun. Dann sagt er, über Jesus stolz und protzig, und dort ist nicht reicht. Er sagt, wir sind stolz mit den Dingen, was wir leben, was wir können, was wir in unserer eigenen Macht können tun, wo wir Kontrolle haben über alles in unserem Leben, in der Zukunft. Er sagt, dort ist arg, wenn wir damit stolz sind, wir stolz und protzig sind. So, das sind Dinge, die nicht reich sind, wenn wir dort leben tun. Dann noch eine Farge, der letzte Farge hier, wo er von reden hat, wo wir auch kein Arach mit tun. Du jetzt auch ein bisschen über etwas anderes nennen, als das hier wir. Hier redet er von, wenn wir weiten Gott zu tun. Er sagt, wer da weit Gott zu tun. So, Jakobus ist das hier wichtig und abfallend, dass wir als Christen, als gläubige Menschen Gott zu tun. Er sagt, wer da weit Gott zu tun und der dort nicht, für den ist das nicht Sinn. Denk für noch mal, das ist eine sehr bekannte Frage, da habe ich vielleicht viel gelesen und auch gehört. Da sagt er, das hat einen Sinn. Wir können nicht bloß Dinge dann oftmals sagen, du hast das oder ja getan, das ist ein Sinn. Du hast gesündigt. Aber hier sagt er, wenn wir Dinge nicht tun, dann ist das ein Sinn. Wer da weit Gott zu tun und der dort nicht, für den ist das ein Sinn. So wir können uns verschuldigen damit, nicht tun, was Gott will haben von uns, was wir sollen tun. Wenn er uns das am Hort gelegt hat, wir sollen was tun, und wir das über nicht tun, das ist ein Sinn für uns. Und ich glaube, wir wollen alle, eine Zeit oder eine andere Zeit, haben wir ein Gefühl, auf Gott uns vielleicht am Hort gelegt hat, wir sollen eine gewisse Person vielleicht helfen, und wir tun das über nicht. Wir wollen, dass wir das sollen tun, und wir tun das über nicht. Er sagt, wer da weit Gott zu tun. So, wir weiten das vielleicht Gott und wir schieben das vielleicht ab. Wir denken vielleicht so, ich war vielleicht noch, vielleicht das nächste Mal, vielleicht war ich dann noch bitte Titel haben, dann war ich. Und wir schieben das vielleicht ab. Sein vielleicht morgen bitte die Gelegenheit, da ich das morgen aufführen. Oder so wieder. Aber vielleicht fehlt der an die Person, dass dann die Rot, was einmal das ist, was Gott will haben von dir, wo du sollst für Gott tun für den Nächsten, vielleicht fehlt dir dann die Rot. Und du sagst, das nächste Mal. Lass es vielleicht auch erheben. Sprecher 3, Vers 28 sagt, sei nicht zu die Nuba, go und komm drei morgen. Komm drei morgen, wo ich dir das geben, was du weißt. Sagt, wann du das auch bei dir hast. Wenn du das bei dir hast, du hast die Möglichkeit, das zu tun, und du das über nicht. Dann soll wir nicht sagen, go, komm drei. Komm morgen drei. Nicht das Verschlüren, nicht das Abschieben. Vielleicht ist es, will von lesen, was Jakobus sagt, wir weiten gleich, was morgen wird sein. Wo wir noch nicht gelernt haben. Was wird morgen sein? Was wird der Tag bringen? Wenn wir das aufschieben tun, dann wird das nicht getan, was er will haben von uns. Wo wir sollen Gott tun, vielleicht eins für uns Nuba oder beim Mama. Vielleicht erst du wer, nu groß, was du anweiten das, was du halb fehlen das, und du das nicht, da wird das nicht getan. Römer 12, Vers 13 sagt Paulus zu der Römer, das ist das Halbtieren, wo der Helge dort fehlt. Und sagt dann, sie gasfrei und abnehmen, soll gasfrei sein und andere abnehmen sie wieder aus dort. Und ich weiß viel in unserer Gruppe, in unserem Markt, was ich anweiten, der tun dort, sei ja pinklich. So, das ist gut, wenn wir das tun. So, wir sollen das Tieren tun, sagt Paulus hier, Halbtieren. So, ich sehe, vielleicht hat Gott mir wem am Hort gelegt, wem ich soll helfen. Und nein, ich das aber nicht tue. Vielleicht denke ich so, dieser oder Jana, der kann ja das viel besser tun. Dann checken wir noch andere Fuß. Warum wird der oder der nicht? Jetzt ist Moses da, dass Gott will haben, Moses soll der Ägypter
der Israeliten loslaten. Hij soll gaan vertalen. En hij heeft alle gewoon vers, zegt voor Gott, waarom ik? Ik kan niet meer reden, ik kan nog naar uw kant reden. Waarom niet somebody else? En krijgst du da wie ook afmoels. Waarom nicht Dessa oder Jana? Der kann das besser. So dann denken down, wenn wir den Nächsten dort abgeben down zu down, und der über nicht hat, wer hat dann gesündigt? Ich habe das wegen getan. Das Gott lädt mir das ab dem Hort. Dort zu down. Und ich sage, warum kann Jana dort nicht down? Das ist nicht für den Sinn. Das ist für den Sinn, wer er weit, dass die Körper sein wird. Für den ist das ein Sinn. Nicht für den anderen, was das nicht tun. Vielleicht weiß der nicht mal an. Vielleicht weiß die andere Person nicht mal an, dass du halb fehlen, das eins war. Aber ich weiß das und ich kann das abschreiben auf somebody else. So ich habe dann gesündigt. Wir haben vielleicht dort, was das fehlen, die Person zu helfen, den Nächsten, den Ober. So ist Jakobus, das zweite Kapitel, Kapitel 3 von reden, der ich dachte an, er sagt, dass wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen in zu eten haben, in jeder ansehen würden, go mal in Frieden, halt jut warm und et jut satt, und würden an nicht helfen, würden am nicht geben, was am fehlt. Was würde an das halten? Was würde das halten? Wenn wir das haben das in uns, der Nächste zu helfen, und wir tun das nicht. Das würde nicht helfen. Du musst ja wie keine Person helfen, ist dort. Und dann noch einer zu lernen, Jesus sagt auch, wenn wir den Nächsten helfen, dann die ganz geringste helfen, was das fehlen, die Dinge haben wir arm getan, sogar. Er sagt, dann, was ich kann nicht ansehen, das redet von Jesus. Ich sage Ihnen die Wahrheit, was die für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, dort habe ich mir getan. Dort habe ich arm getan. Wenn wir für Jesus was tun, dann werden wir proben, die Gläubende, Jesus seine Brüder, er sagt, ein von seinen geringsten von seinen Brüdern, die Gläubende, helfen, wo das fehlen wird. Dann tun wir arm das an. Da müssen Worten sein in uns Leben. In uns Glaubensleben. Das heißt, so ist das mit dem Glauben. Wenn du nicht Worten hast, als der Tod, dann halt das nicht an. So wie ist das von Jakobus, von dem 4. Kapitel. Wir sind bei der Ende von dem Kapitel gekommen, wo ich will bis uns eine Frage stellen, bis sein, wo wir stehen in diese Dinge. Hier war ich habe uns selbst ungesehen, was uns stehen wird. Wo fangen wir uns in diese Dinge, wo wir von der Samaris von gehört haben? Da wir leicht den Nächsten rechten. Wo sie da ich leicht den Finger wiesen und den Nächsten, da den all rechten, was die verursacht hat und was den fehlen hat und so wieder. Oder wenn wir Plans mehr tun, da wir Plans mehr an Gott mit anteilen oder den Frauen, was wir wollen sollen tun, was er will haben, was wir sollen tun. Da wir dort in uns selbst tun, verschiedene Plans mehr an. Oder das ist das Letzte hier, da wir, wenn wir Gott weiten zu tun, wir tun das nicht. Han vielleicht nicht fertig hier, wo wir das nicht tun, bloß ich will nicht. Oder was immer das ist. So hier kann jeder einer, ich habe uns selbst sehen, wo wir stehen mit das. Wir brauchen kein Fingerwiesen, eine die oder eine R oder eine eins wem sein, was der soll tun und der das aber nicht. Wo stehst du eigentlich mit das? So, ich will uns bei das loten, weil wir bis zum Schluss werden. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, was für den Wort von der Samaris. Wir danken dir, was wir von der Samaris, was wir gelesen, gehört haben, von dem Wort. Besonders, wenn wir denken dann an das, was Jakobus uns hier beschrieben hat. Wir wissen, dass er wieder ein Lehrer in der Gemeinde in Jerusalem und er hat ein Verlangen, dass die Menschen diese Dinge würden tun als lebende Menschen, dass die so ein Leben ist, das führen. Und Herr, ich weiß, dass für uns von der und da kriegst du Gott nach. Wir stehen auch in der Zeit, wo wir uns oftmals fehlt, denken zu helfen an diese Sachen. Und oftmals sind wir sehr schwindelrei, den Nächsten zu beschuldigen, wie sogar rechten. In so einer Dinge ist dort, oder vielleicht sind wir auch so, was da allerhand Plans mehr und tun, und wir tun die dann nicht mit anteilen. Wir tun bloß das und dort, was ich will tun. Und dann fällt das nicht so aus dort, was wir geplant haben. Und dann wundern wir uns vielleicht, woran. Gott, help uns, dass wir nicht wollen, in so einer Fall ist dort angeraten, dass wir nicht so wollen, als Jakobus hier beschrieben hat, zu den Gläubigen.
Und wir weten, dass die hier uns von der kriegst du Gott. Und auch wenn wir eins vor, wenn du uns anspornen, das, wem zu helfen, Gottes zu tun, oder was immer das mag sein, dass wir nicht wollen allerhand vergeben, dass wir wollen wollen sein, zu tun, das zu tun, wenn du uns von uns hast, gesehen, dass das eine Möglichkeit ist, dass wir das können tun, dass wir nicht wollen allerhand vergeben, dass wir dann wollen das tun, und Balance das tun, mit einem Willen Gott den Nächsten helfen, oder Gottes tun, wo immer das fehlen hat. Ich danke dir, Herr, noch einmal für den Wort hier, und ich bitte, dass wir das anwenden in uns Leben. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.